nach 3 haben wir es am Freitagnachmittag. Die 3 Kampfmädels von Pussy Riot sind schuldig. So hat das Gericht in Moskau heute Mittag entschieden. Aber nicht, weil sie gegen Putin gehetzt haben, sondern weil sie mit dem Protestauftritt in einer Kirche in Moskau und dem Video davon den kirchlichen Frieden gestört haben. So sagt das zumindest das Gericht. Wie lange die 3 Punkmädels jetzt ins Gefängnis müssen, ist immer noch nicht klar. Warum? Das fragen wir als Live-Korrespondentin Christina Nagel. Die muss es wissen. Sie sitzt in Moskau und wartet wie alle auf das Strafmaß, das verkündet wird. Das dauert jetzt mittlerweile 2 Stunden. Warum dauert das so lange? Die Richterin hat eine riesen Kladde in der Hand. Wenn die bis zur letzten Seite wirklich vollgeschrieben ist, dann wird das noch eine ganze Zeit sich hinziehen. Detailliert aufgezählt, wofür die alles schuldig gesprochen werden. Es geht um Raudizin, um Anstiftung zum religiösen Hass, um Gotteslästerung, Verletzung gesellschaftlicher Normen. Alles aus böswilliger Absicht und, noch schlimmer, die 3 Frauen hätten keine Reue gezeigt. Das alles spricht für ein Haftstrafen. Hast du das Gefühl, das ist ein seriöser Prozess? Nein. Kann man definitiv nicht so sagen, weil die Verteidigung mit ihren Anträgen überhaupt nicht durchgekommen ist bis zur Richterin. Entlastungszeugen wurden gar nicht erst gehört. Das heißt, die Klageseite dürfte immer alles in epischer Breite vortragen, die andere Seite nicht. Und auch jetzt ist schon klar, wenn die Richterin wirklich dem Staatsanwalt in jedem Punkt folgt, dass da auch nicht viel die andere Seite als ein Punkt für das Urteil. Pussy Riot haben durch diese Aktion viele Fans bekommen in der ganzen Welt. Gibt es denn in Moskau um das Gericht herum oder in der Stadt irgendwelche Proteste mit Konsequenzen? Ja, es hat schon Festnahmen gegeben. Gerade im Gerichtsgebäude gibt es sowohl Anhänger als auch Gegner. Es sollen so um die 800 Leute sein. Die Polizei hält die Gruppen natürlich schön auseinander. Und heute Morgen hat es ein paar ganz nette Aktionen gegeben, weil ja die Frauen von uns, die diese Kirche gestürmt sind, haben heute so wesentlichen Denkmälern in Moskau haben einige Leute immer diese Sturmhaufen aufgezogen. Das sah dann ganz nett aus und sollte eigentlich zeigen, wir sind trotzdem bei euch und wir sind mit euch solidarisch, auch wenn eine große Mehrheit im Land ist. Als Live-Korrespondentin Christina Nagel aus live aus Moskau, da warten die 3 Sängerinnen von Pussy Riot immer noch darauf, dass die Richterin sagt, wie lange sie jetzt ins Gefängnis müssen. Sobald da ein Urteil, ein Strafmaß verkündet ist, wird es hier bei uns in Hals. Just gonna stand there and hear me cry. Because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my window.